Jetzt Mach nochmal. Nee, Warum nicht? gibt immer nur einmal. Ja, das glaube ich aber nicht. Ach du Scheiße. Hier ist jetzt schon die Brutwabe. Das heißt, das hier kann ich nicht mehr als Honig entnehmen. Die ist jetzt auch noch nicht reif genug. Das heißt, die müssen noch hier drin bleiben. Am besten kommst du jetzt ein bisschen von da. So, kannst mal stoppen, ja. Gut. Warte ich ein bisschen weiter rüberstellen.
Oh. Kleben aber zusammen, ja? Das war's. Und dann nochmal gedrückt. Jetzt. Ich
muss gerade runter vom Hocker, okay? Ja, Macht ihr auch den Ton mit? ja. Cool. Genau. Ich kann das gut, Ja, du kannst das sehen. habe ich nämlich beim Opa gelernt. Weil der hat ja auch so eine Kamera, gell? Mhm. So, jetzt. Und jetzt zeigst du, wie ich die Wabe in die Schleuder stelle. Jetzt muss ich gerade wieder auf den Hocker. Warum ist da eine Batterie drauf? Ja, weil die Akku bald leer sein wird. Dann müssen wir eine neue reintun. Ja, ich habe aber keinen. Deshalb, Cool, wir haben noch welche. Tobias, aber der Kamera ist ein extra Akku dabei. Was für eine? Dann stopp jetzt mal, drück mal auf die Aufnahmetaste. Auf wieder hier die rote. Ja. Ja. Jetzt zeigt Tobias, wie die Schleuder funktioniert. Und Tobias zeigt jetzt, wie die Schleuder bedient wird. Ich will mal gucken. Tobias, jetzt zeige ich gerade, wie die Schleuder funktioniert. Papa, da kommt doch nicht sehr viel Musik raus. Ja, riecht gut, der Honig. Papa.
grr cha cha, grr ha ha, grr boom ba, grr ha ha. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Mulungu ni mulandi hafanana, hambana kukanela sha la la la. Mulungu ni mulandi hafanana, hambana kukanela sha la la la. Wena na mina hafanana, hambana kukanela sha la la la. Wena na mina hafanana, hambana kukanela sha la la la. Hey, wakidayuda, mulungu hafanana, wakidi, wakidayuda, bula bula na wena. Hey, wakidayuda, mulungu hafanana, wakidi, wakidayuda, bula bula na wena. Mulungu ni mulandi hafanana, hambana kukanela sha la la la. Mulungu ni mulandi hafanana, hambana kukanela sha la la la. Wena na mina hafanana, hambana kukanela sha la la la. Wena na mina hafanana, hambana kukanela sha la la la. Hey, wakidayuda, mulungu hafanana, wakidi, wakidayuda, bula bula na wena. Hey, wakidayuda, mulungu hafanana, wakidi, wakidayuda, bula bula na wena. Mulungu ni mulandi hafanana, hambana kukanela sha la la la. Mulungu ni mulandi hafanana, hambana kukanela sha la la la. Wena na mina hafanana, hambana kukanela sha la la la. Wena na mina hafanana, hambana kukanela sha la la la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Hambana kukanela sha la la. Jetzt mache ich, wo der Honig durch Sieb läuft, okay? Ja. Aber noch einmal in die Schleuder, okay? Ja. Was soll ich jetzt machen, Papa? Was soll ich jetzt filmen? Papa? Hä? Jetzt kannst du mal die Oma filmen, wie die entwickelt. Okay. Nicht schnell. Achtung, die Videokamera kommt. Hey,
Also viel sehen kann ich nicht. Ich glaube, ich muss die so halten. So, weil du musst hier mit deinem Arm weg. Genau, so ist besser. Den Papa habe ich schon damit gefilmt. Jetzt komme ich auch noch in einem Film. Ja. Ich bin ja auch im Film. Ja, ja. Und der Papa auch. Oma, du musst mal mit deinem Arm weg. Ja, ja. Muss aber das ein bisschen abmachen. Aber das ist wieder mal so eine kohlschwarze. Andreas, verbanschen wir uns mit solchen Waben. Nein, Nee, da ist nichts Schlimmes drin, Mutter. bitte? Da ist nichts Schlimmes drin. Das ist normale Honig. Papa, kannst du da oben was drauf sehen, weil ich sehe das nicht. Nee, Tobias, dann hör auf damit. Das ist Quatsch. Dann film ich gleich, wie die Schleuder sich dreht. Okay? Das kannst du machen. Du kannst ja filmen, wie ich die Farbe reinlege. Bitte? So. Du kannst sie einfach in die Finger holen, gell? Papa, und einmal war eine Biene auf meiner Hand und die hat mich nicht gestochen. Ja. Und dann nochmal, dann war eine auf meinem Arm, hat mich auch nicht gestochen. Also manchmal sind die lieb. Aber manchmal auch nicht. Da müsst ihr einfach unbedingt stechen, weil die sterben wollen. Gell? Wer müsste sterben?
Ja, die Bienen wollen sterben, Ach so. wenn die einen mit extra stechen. Ja, ist ja ein Stechen. Und trotzdem stechen sie uns, gell? Mhm. Die wollen einfach alle sterben. Ja, ja. Papagei, film dich gerade. Also ich muss nicht viel machen. Ich muss gerade auf Toilette, okay? Ja, Tobias, das musst du ja nicht unbedingt aufnehmen. Ja, soll ich gerade die ausschalten? Ja, natürlich. Bei der Königinnenzucht werden aus dem Volk der Zuchtmutter Larven entnommen, die in einen Anbrüter umgesetzt werden. Die Larven auf dieser Wabe sind zur Königinnenzucht zu alt. Deshalb muss eine andere Wabe gesucht werden. In diesen Zellen sind Larven genau des richtigen Alters enthalten. Im oberen Bereich der Wabe kann man erkennen, dass die Königin erst frisch gelegt hat. Hier sind die Stifte, die Eier der Königin noch gut zu erkennen. Vor mir liegt jetzt eine Zuchtleiste aus dem Anbrüter. Das sind vorgefertigte Weiselnäpfchen. Aus Kunststoff in einem Umstecksystem. Und in diese larve ich jetzt mit der Umlaufnadel. Das ist die Umlaufnadel. Hiermit larve ich jetzt die kleinen Larven in diese neuen Weiselnäpfchen um. Die Larve wird vom Rücken aus aufgenommen, also von der runden Seite. Und im Weiselnäpfchen abgelegt.
Beim Umlaufen der jungen Larven ist zu beachten, dass sie wieder lagerichtig in das Weiselnäpfchen abgelegt werden, da die Mitochondrien, also die Atemorgane dieser Larven, nach oben zeigen. Würde man sie verkehrt rum in den Napf reinsetzen, würden sie ersticken, weil sie mit dem Atemorgan auf der Unterseite aufliegen. Die angepflegten Weiselzellen werden nun auf einen Zuchtrahmen gesteckt und einem starken Volk zur Endpflege zugeführt. Hier haben wir einen Zuchtrahmen. Man sieht schon mehrere Weiselzellen, die zu Ende gepflegt sind. Man kann erkennen, dass die Zellen von unten verschlossen sind. Das heißt, die werdende Königin kann sich nun verpuppen. Nun können die Zellen vor eventuellen Königinnen, zu früh schlüpfenden Königinnen geschützt werden, indem diese Zellkäfige aufgesetzt werden. Acht Tage nachdem der Zelldeckel verschlossen wurde, schlüpft aus der Weiselzelle die junge Königin. Ping. Hier kann man sie aufgeregt hin und her laufen sehen. Der orange-gelbe Körper der Königin verrät ihre Herkunft. Es handelt sich um eine Buckfast-Königin. Bei den Buckfast-Königinnen wurde im Laufe des vergangenen Jahrhunderts von Bruder Adam in der Buckfast Abbey in England besonders der Stamm der Ligustica, also der Italienerbiene, eingekreuzt, verbunden mit der englischen Biene, der Caucasia, der Anatolica und den weiteren Bienenstämmen, die Bruder Adam auf seinen vielfältigen Reisen gefunden hat. Bei der Buckfast-Biene handelt es sich um eine sehr brutfreudige Biene, die gleichzeitig aber auch sehr friedfertig ist. Die Buckfast-Biene wird besonders gerne in der professionellen Imkerei genutzt. Man kann hier gut den geöffneten Zelldeckel erkennen. Und hier sehr schön die Königin. Hier ein Blick über meine Hobby-Imkerei. In den großen Holzkisten und Kunststoffkisten befinden sich die Wirtschaftsvölker für den Honigertrag. Diese einetagigen Kisten sind Ablegervölker, die zur Bestandsvermehrung bzw. für das nächste Jahr als Reserve gedacht sind. In diesen kleinen grauen Kisten werden Jungköniginnen untergebracht, wo sie die Zeit bis zu ihrer Begattung verbringen und danach in Eilage gehen. Hier kann man auf den kleinen Waben dieser Mini-Kisten gut erkennen, ob sich ein vernünftiges Brutnest entwickelt und ob die Königin korrekt begattet wurde. Ist das nicht der Fall, so entwickelt sich Buckelbrut, das heißt, es entstehen nur männliche Nachkommen, die zur Gründung eines Wirtschaftsvolkes unbrauchbar sind. In Deutschland haben wir jetzt zur Mitsommerzeit das Problem,
dass aufgrund der Industrielandwirtschaft ein geringes Blütenangebot herrscht. Die Wiesen sind jetzt gemäht. Die Maisfelder zur Biogasanlage sind für die Bienen unbrauchbar. Und daher habe ich hier auf einer Brachfläche Facelia und Gelbsenf angesät, die zur Ernährung der Bienen dienen sollen, speziell durch den reichhaltigen Pollen, aber auch durch das Nektarangebot. Wir haben hier also eine Brachfläche vor uns, die in der Landwirtschaft nicht mehr genutzt wird. Und für die Bienen soll diese Fläche hoffentlich eine wertvolle Nahrungsgrundlage darstellen. Hier in unmittelbarer Nähe dieser Brachfläche befindet sich ein Ablegerbienenstand von mir. Hier stehen also Jungvölker, die ich in diesem Jahr neu gegründet habe und die dann Grundlage der Imkerei des nächsten Jahres darstellen sollen.